es war im Endeffekt wie wenn man zwei harte Feuersteine gegeneinander haut. Also es war einfach so, es ist ein Funken kommen und wir haben beide das Projekt waren direkt verliebt. Ja, wir haben beide das Projekt jetzt nicht gegründet im Sinne von, lass uns mal ein Konzert zocken, sondern es war eigentlich, wir haben das Gleiche studiert und wir haben uns ein bisschen ein angelötet und da war schnell mal das Thema da, hey, eigentlich wollen wir beide Musik machen in dem Leben. Unser Partner für diese Folge ist das Passauer Land und das ist steinreich. Besonders eindrucksvoll könnt ihr das erleben in den Steinwelten in Hautzenberg. Eingebettet in ein altes Steinbruchgelände zeigt das Granitmuseum die Geschichte dieses noch heute bedeutenden Gesteins. Monumental aus riesigen Granitquadern errichtet, findet ihr im Granitzentrum Ausstellungsräume rund um die Steinhauer Geschichte im Bayerischen Wald. Am einmaligen Weg im Fels könnt ihr 500 Millionen Jahre zurück in die Erdgeschichte reisen und hunderte von gesteinsbildenden Materialien bestaunen. Und wer dann noch gut einkehren möchte, sollte unbedingt den Landgasthof Gidi-Bauernhof besuchen. Das ist ein denkmalgeschützter Vierseithof aus Granit, dessen einmalige Bauweise die hohe Handwerkskunst der regionalen Steinhauer zeigt. Und den Link ins Passauer Land findet ihr in den Shownotes. Ich sitze in Schwaben, ja, auch in Bayern gibt's einen Schwaben und da in diesem Schwaben liegt die Stadt Augsburg und in Augsburg, da besuche ich gerade den Mo Ludl und den Valentin Metzger, die beiden, ich versuch's auszusprechen, Mo Ludl und Valentin Metzger, die beiden Loamsieder. Hallo ihr zwei, habe ich das war richtig? Exzellent ausgesprochen. Loamsieder, Leimsieder, auf Hochdeutsch, ja, genau. Lahmärsche. Quasi kann man das sinngemäß so übersetzen eigentlich. Ja. Was meinst du, Wadi? Ja, also es ist ein bayerisches Schimpfwort für jemand, der etwas langsam ist und nicht in die Pötte kommt. Lahmarsch. Ja, genau. Das ist gut eigentlich. Wieso sind wir dann nicht früher drauf gekommen? Weil ihr eine Band seid und eine Band, die Lahmärsche heißt, ist irgendwie die 90er Jahre haben angerufen und wollen ihre Fernsehcomedy wieder haben. Das stimmt. Ja, wobei man muss Klingt sagen, wie eine das- Kassierer-Coverband. Ja, die Kassierer, die Doofen, die genau, die Kassierer-Cover. ja, also man kann sagen, wir setzen quasi auf Authentizität und man muss schon sagen, wir können uns mit dem Wort durchaus identifizieren. Ja, also, auf jeden Fall. Ja. Was mich in der Vorbereitung wirklich sehr irritiert hat, ist, gelegentlich besuche ich Musiker. Euch gibt's erst seit 2022, also euch gibt's seit, wann habt ihr euch gegründet? Also wir zeichnen auf im Januar 2023. Also die erste mehr oder weniger vollständige Bandprobe, der Flo, unser Saxophonist, ist etwas später dazugestoßen eigentlich. War glaube ich im März letztes Jahr so. Und das erste Konzert war am 2. September letztes Jahr. Nagelneu, frisch aus der Dose, die Loamsieder. Ja. Seid ihr, das ist eine etwas, also ein Kollege von mir, ich habe früher beim Radio gearbeitet, ein Kollege von mir hat, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ich glaube, es war ein Wheatus, nach deren erster Single gefragt, wie es sich anfühlt, ein One-Hit-Wonder zu sein. Woraufhin sie meinten, fragst du das jede neue Band? Und er sagte nein. Seid ihr, das ist eine etwas despektierliche Frage, aber seid ihr nach so kurzer Zeit schon hinreichend erfolgreich, dass es überhaupt gerechtfertigt ist, dass man euch interviewt? Das ist Ja. es ist total bescheuert, was gerade. Woher wusste ich das? Ja. Also wirklich, wir haben unser erstes Konzert am 2. September gespielt und ich habe zum Mo so gemeint, es wäre irgendwie ganz cool, wenn wir vielleicht nur ein zweites Konzert 2022 haben. Es waren jetzt 11 Konzerte, in Augsburg war alles ausverkauft. Wir haben jetzt, Was heißt alles ausverkauft? Also wie groß sind die Hallen? die erste war Soho Stage mit 100 Leuten, Ja. das zweite war der City Club, da waren minimal größer. Euer erstes Konzert hat schon 100 Zuschauer gehabt? 120. Ja. 100? Wow. Und es war auch im Vorverkauf ausverkauft, also nicht die Abendkasse, sondern es war, glaube ich, schon 3-4 Wochen vorher dicht, gell? Ja, schon. Wow. Also normalerweise hat das erste Konzert 12 Zuschauer und die Hälfte davon ist Verwandtschaft. Also Genau, ja. stimmt. Also das hat sich ziemlich schnell rumgesprochen, was wir machen. Und wir haben jetzt 2023 auch schon einen Auftritt gespielt, da waren jetzt einfach in Donauwörth, wo wir nicht zu Hause sind, 160 Leute da. was ist da passiert? Also welche Marktlücke habt ihr gefunden?
Das ist eine gute Frage. Danke. Gern. Also, du scheinst es beruflich zu machen. Also der Walle hat halt gemeint, hey Mo, du hättest Bock irgendwie Mundart-Mucke zu machen. Ich gesagt, ja klar Walle, du, ich hab einen Haufen Lieder rumflacken, spür was. Und der Walle hat, also jetzt hole ich natürlich ein wenig aus, aber jetzt darum geht's ja hier. Der Walle kommt, also spielt Trompete und Posaune und ich spiele Gitarre und schreibe Lieder und dann kam das irgendwie so zusammen, dass wir jetzt halt 7 Leute in der Band sind und irgendwie so, ja, wir sagen immer so Mundart, Pop, Rock, Brass, Urban Brass steht überall. Urban so. Brass? Also so auf Neideutsch. Okay. Was ist das, Labras Banda in Jazz oder wie muss ich mir das Ich will jetzt mit nicht so weniger viel. Brass und mehr E-Gitarre. Also Urban Brass ist quasi Brass Pop. Also es ist schon poppig geschrieben. Ja. Es sind keine Jazz-Arrangements oder sowas. Ja, liegt es ist hauptsächlich auf den daran, Zwölf. dass die Akkorde, die ich so kenne, mal an einer Hand abzählen kann, gefühlt. Deswegen ist das alles so relativ simpel musikalisch. Zumindest die Grundausrichtung. Wie seid ihr denn darauf gekommen, Mundartmusik zu machen? Also klar, das ist so ein bisschen ein Trend auch gerade in Bayern wieder, ne? Also Aber ja, das ging ja schon länger los. Also gut, Labras Banda hat das ja, Wie lange ist das jetzt her? Ja, 10, 15 Jahre jetzt, 15 Jahre eher. die spielen ja sogar in Berlin ausverkauft Ja, teilweise. das ist halt Wahnsinn. So. Im Endeffekt Also ich glaube, Lieder genau, einfach. die Hauptkomponente, wieso wir Mundart machen, ist einfach, dass die Texte von Mo Ludl geschrieben sind und er schon immer, auch in der Vorgängerband, bayerische Texte verwendet hat und ich gleichzeitig ja auch aus der bayerischen Musik ursprünglich komme und dementsprechend war der Gedanke einfach naheliegend, dass wir jetzt mal schauen, was in den Schubladen so rumliegt und genau, da waren bei Mo einfach schon viele Ideen im Mundartbereich da und für mich war es dann noch klar, da ich den Mo persönlich auch kenne, weil wir in Augsburg schon immer in der Musikszene unterwegs waren, dass es klar auf Mundart rausläuft. Okay, das heißt, die Szene hier in Augsburg hat letztlich nur darauf gewartet, dass ihr endlich zusammenfindet und tut, was ihr tut. Man kann es so sagen, ja. Naja, du hast in der Band gespielt, möglicherweise kannte man euch auf irgendeine Art und Weise schon und wenn es dann heißt, na, die beiden machen jetzt was zusammen oder die 3 machen jetzt was zusammen, dann gucke ich mir das erst recht mal an. Genau, und ich glaube, was halt cool war im Endeffekt, ich habe meine Projekte gehabt und Mo hat seine Projekte gehabt und wir kannten uns auch schon früher, weil meine beste Freundin bei ihm in die Klasse gegangen ist, aus Gestofen und ich glaube einfach, das war im Endeffekt wie wenn man 2 harte Feuersteine gegeneinander haut. Also es war einfach so, es ist ein Funken kommen und wir haben auch beide das Projekt waren direkt verliebt. Ja, wir haben auch beide das Projekt jetzt nicht gegründet im Sinne von lass uns mal ein Konzert zocken, sondern es war eigentlich, wir haben das Gleiche studiert und wir haben uns ein bisschen ein angelötet und da war schnell mal das Thema da, hey, eigentlich wollen wir beide Musik machen in dem Leben. So wenn ich irgendwann mal so einen Holzdeckel auf mich drauf mache, dann würde ich ganz sagen, dass ich mein Leben lang mit Musik verbracht habe und rumgereist bin, Shows gespielt habe. Und bei Mo ist das halt auch so. Und dadurch, dass wir halt auch beide für die Musik einfach brennen, war das halt voller Funke. Wenn dann gleich gescheit. Ja. Was mir gerade aufgefallen ist, ihr habt beide das Gleiche studiert und ihr habt euch einen angelötet. Was habt ihr studiert, dass diese beiden Dinge irgendwie zusammenzugehören scheinen? Erziehungswissenschaft. Das passt schon, das macht's authentisch. Jetzt wir mal saufen, oder? Und also, blablabla. Und bei mir in der WG ist die Waschmaschine kaputt gegangen und der Walli hat geholfen, die neue raufzutragen. Habe ich gesagt, ja komm, Walli, ist auf dem Feierabendbier. So, ja okay, alles klar. Dann haben wir uns auf den Balkon gesetzt und saßen da sehr lang. Und irgendwann sind wir dann draufgekommen, ja, lass uns eine Band gründen. Ja, man, lass eine Band gründen. Ja, cool, hey, was machen wir? Ja, machen wir Mundart. Ja, okay, alles klar, machen wir Mundart. Aber wenn, dann machen wir es gescheit. Oder ja, machen wir es dann gleich gescheit. Okay, alles klar. Und so ist es irgendwie passiert. Was heißt gleich gescheit? Wir haben halt von Anfang an gesagt, wir wollen nicht irgendwie jetzt mal so ein bisschen proben und dann geht man halt auf eine Open Stage und spielt dann eine halbe Stunde. Was ja total cool ist, das so zu machen. Aber das haben wir halt irgendwie vorher mit unseren Projekten schon erlebt, die wir halt irgendwie schon gemacht haben. Sondern wir haben halt gesagt, hey, lass Besetzung suchen, die passt, die sie verstehen und wo man einfach Bock hat, Mucke zu machen. Dann lass 90-Minuten-Set schreiben, lass was aufnehmen und wenn das alles fertig ist, wenn die CDs presst sind, wenn was released ist, wenn man T-Shirts hat, wenn eine Internetseite da ist, dann lass das erste Konzert spielen und so haben wir es gemacht. Ihr habt schon ein Album?
Also wir haben eine EP, ja, 5 Songs haben wir released. Ja, immerhin. Ja, so hat Peter Licht hat auch mit einer EP angefangen, also von daher ist auch super. Ich meine, also ja, das war auch schon so in dem Gedanken geprägt. Wir wollen die Band einfach total starten lassen und das erste Album ist ja dann auch nochmal was ganz Besonderes. Das haben wir jetzt noch in der Hinterhand und mit der EP konnte man den Leuten einfach auch gleich zeigen, hey, den Sound machen wir. Wenn ihr da jetzt zu unserem ersten Konzert kommt, dann erwartet euch kein 7,5 Stunden Klassikkonzert, sondern so klingen wir. Und ich glaube, einfach, früher hat man so Bands gegründet und da hat man sie erst einmal, da hat man alle 8 Wochen probt, dann hat man meistens während den Proben mehr Bier getrunken als geprobt. Wenn überhaupt alle da waren. Ja, dann, wie du schon vorhin erwähnt hast, dann kam das erste Konzert vor 12 Leuten, wo 8 davon Eltern waren und genau das wollten wir einfach nicht mehr machen. Es war, glaube ich, an dem Abend schon klar, hey, wir steigen voll in die Pedale. Ja. Und das haben wir auch gemacht und es fühlt sich unfassbar gut an auch. Also ja, ist geil. Man diskutiert dann auch mal 1,5 Stunden über den Song oder über irgendwas anderes, aber wir wissen einfach beide, wo wir hinwollen, sind beide Dickschädel und wissen genau, was laufen muss. Das ist aber dann auch gleich ein teurer Spaß gewesen, oder? Also wenn du sagst so, wir ziehen uns jetzt zurück und schreiben erstmal ein 90-Minuten-Set, das sind halt auch, wie viel sind denn das? Das sind 90 Minuten. Also was haben wir jetzt? 25, 24, 17 Songs sind drauf, glaube ich. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Also es ja, ja auch Zeit. Ein paar waren schon fertig, paar noch nicht. Klar, das braucht auf jeden Fall Zeit und es muss halt irgendwie EP machen, Merch herstellen lassen und sowas. Also das, wisst ihr, wie viel ihr investiert habt, bis ihr soweit wart, dass ihr sagen konntet, jetzt sind wir eine Band, oder ist es so nebenbei, ich gebe mal 50, du gibst mal 50? Also ich kann es jetzt nicht so genau sagen tatsächlich. Das Problem, wieso wir es auch nicht sagen können, ist, es war tatsächlich die Variante mit dem Nebenzu. Es war so, okay, das muss man mal bestellen. Ja, komm, machen wir, ja. Aber ich sage also ihr habt keinen Businessplan geschrieben vorher. Nee, wir kommen tatsächlich nicht aus dem Business. Ich weiß nicht, ob wir schon erwähnt haben, wir haben Erziehungswissenschaft studiert. Das war das mit dem Trinken abends. Ja, genau. Da lernt man, wie man sich abends besäuft und nicht, wie man seine Steuer macht. Das schreibt man in die Hausarbeit. Ja, nee, ich weiß nicht mehr so genau, was wir da ausgegeben haben. Es war auf jeden Fall schon ein bisschen was. Ja. Was cool war letztes Jahr, dass wir halt natürlich viele Konzerte gespielt haben und wir haben halt gesagt, okay, was wir halt 2020 verdienen, das werden wir jetzt erstmal so sparen, dass man halt auch sagen kann, okay, hey, ich kann, 2023 vielleicht nochmal eine EP damit finanzieren und dass man dann halt irgendwie anfangen kann, okay, jetzt kriegt man Fixgagen halt für alle Leute, die halt spielen und so. Ja, also schauen wir mal, wie der Plan so aufgeht, aber ich glaube, das schaut gar nicht so schlecht aus. Also das Problem ist natürlich, als Musiker ist man immer hauptsächlich Musiker und ich glaube, Geschäftsleute haben wir noch keine. Das würden wir uns aber, wir professionalisieren uns ja quasi täglich, minütlich. Vielleicht langsamer als andere Menschen, aber wir versuchen unser Bestes. Mo, ich würde sagen, wenn wir ihn einfach anglotzen, dann redet er sich noch weiter um Kopf ja, und Kragen. Das ist eins von Valentin Metzgers großen Talenten auf jeden Fall. Mich um Kopf und Kragen zu reden. Gar nicht unbedingt um Kopf und Kragen, aber zu reden auf jeden Fall. Du kannst unglaublich lang erzählen. Man muss zum Beispiel, es gibt so ein paar Schlagwörter. Perfekte Gesprächspartner. Also ja, auf jeden Fall. Ich lieb's, seine Geschichten zuzuhören. Also Walle kennt sich ja unglaublich gut mit Musikgeschichte aus und so. Das ist schon spannend immer. Also falls die Band voll gegen die Wand fährt, werde ich Touristenführer in Augsburg. Können Sie alle vorbeikommen. Und erzählst Geschichten über die Beatles einfach. Die Beatles in Augsburg. Die Beatles in Augsburg. An dieser Stelle war 1970 nicht Paul McCartney. Das ist eigentlich nicht schlecht. Und daraus dann eine Geschichte ableiten, was da tatsächlich passiert ist. Genau. Was aber irgendwas mit Paul McCartney zu tun hat, weil irgendwas kriegt man da immer. So. Augsburger Beatles-Führung. Genau. In diesem Hotel haben die Beatles bei ihrer ersten Deutschland-Tour nicht übernachtet. Oh Gott, ich würde es auf jeden Fall machen. Das ist ja eine Geschichte. Absolut, klar. Für die Untour. Wie ich bin gefeuert. Ihr professionalisiert euch, sagt ihr. Ich vermute, das wollen alle Musiker. Ihr wollt irgendwann davon am besten leben können, ne? Tausende von Alben verkaufen und das Übliche halt. Ist das heutzutage überhaupt noch möglich? Also ich glaube, zum einen kommt es darauf an, was man für Musik so macht. Also klar, Mundart ist natürlich schon verhältnismäßig nischig, würde ich jetzt sagen. Ich glaube, man muss
einfach wahnsinnig viele Konzerte spielen, da kommt man nicht drum rum, aber es ist natürlich auch geil, weil das ist ja das, was wir alle gern machen. Klar verkauft man immer so viele CDs. Ich meine, du weißt ja selber, wie es, also kann ich jetzt zuerst mal nur von mir sprechen, aber ich unterstell's dir jetzt einfach mal, du wirst auch viel streamen, so. Und da kommt jetzt nicht das große Geld rein. Ja, man muss es halt irgendwie anders machen. Ich glaube, man muss auch immer mit der Zeit ein bisschen mitgehen. Was man da nie ganz vergessen darf, ist, so in den Zeiten, wo die CDs und gerade die LPs so richtig groß waren, da hat man zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder man war bei einem Major-Label oder man war Amateurmusiker. Und mit Spotify erreichen wir viele Leute. Dafür ist halt der Nachteil, dass wir keine CDs in dem Ausmaß verkaufen und halt viel live spielen müssen. Allerdings, ich liebe live spielen. Von dem her ist das für mich kein Stress. Also es ist immer, alles hat zwei Seiten. Ich finde es nicht so schlimm. Werdet ihr im Radio gespielt? Ja, allerdings in sehr gewählten Radiostationen. Also in Augsburg hat sich jetzt zum Beispiel Studentenradio für uns interessiert. Ja. Neulich habe ich auch mal gesehen, dass uns jemand völlig selbst entdeckt hat und in seinem Privatradio spielt. Und ich wollte jetzt auch nie voll irre, ganz, ganz riesig werden, sondern ich finde das total schön, dass man unterwegs ist, genau das Publikum da hat, das auf einen Bock hat, auf die Musik Bock hat. Und bei Mundart ist es tatsächlich so, die Menschen, die das cool finden, die sind total dahinter, reisen den Bands hinterher und es geht bei uns ja auch schon ein bisschen los, dass wir einfach Leute haben, die uns schon 5-mal live gesehen haben von den 11 Gigs. Deswegen, ich bin da gar nicht in der Nische unterwegs, ich habe da gar nichts dagegen. Und Mundart ist das Allergeilste überhaupt. Muss man schon einfach mal sagen. Du brauchst 1000 Fans, um davon leben zu können, sagt man, ne? Mhm, ja. Wenn es richtige sind schon. Genau. Wie viele Leute seid ihr? 7, hast du gesagt? Das heißt, ihr braucht 7000 Fans. Richtig. Falls uns gerade 7000 Menschen zuhören. Und verstehen. Lormsierder ist dann am. Lormsierder. Sind es die aus Augsburg, die sehr geil sind? Ja, das ist die neue, gut, dass du fragst. Die neue Musikhoffnung am deutschen Pophimmel. Sagt Mo Ludl. Der ist von dieser Band. Wie hießen die nochmal? Lormsierder. Ja, genau. Bis dahin. Also bis die 7000 Fans da sind, auf welche Weise sorgt ihr da für euren Lebensunterhalt? Ich arbeite im Weißen Lamm in Augsburg, ist eine Bar, macht sehr viel Spaß, aber coole KollegInnen da. Da gibt's auch, also es gehört zur Kantine dazu und zur Soho Stage, da gibt's viele Konzerte, das ist natürlich schön, wenn man dann mal Konzertschichten hat. Genau. Ja, Punkt. Also ich unterrichte Trompete und Posaune auch in Musikvereinen und mache ein Bläserklassenprojekt an einer Grundschule in Affing und habe auch als Dirigent 5 Jugendorchester und das mache ich immer montags bis mittwochs, das heißt am ganzes Wochenende ist frei von Musik. Dirigent. Ja. Wenn ich ein Konzert sehe und ich sehe den Dirigenten, ich bin nicht in der Lage, die Bewegungen des Dirigenten mit dem in Einklang zu bringen, was das Orchester spielt. Warum ist das so? Ist mein Gehirn kaputt oder sehen die Musiker was ich nicht sehe? Ich weiß, wir schweifen jetzt furchtbar ab, aber das ja, eigentlich haben Dirigenten immer so ein iPad auf der Brust. Das sehen die Leute nicht. iPad mit Metronom. Na, die meisten Dirigenten dirigieren ein bisschen schneller wie das Orchester um quasi das zu vermeiden, dass ich habe mal von einem Dirigent gelernt, dass viele Dirigenten einfach so ein kleines bisschen früher dran sind und deswegen hat man oft das Gefühl, dass das Orchester, und es kann natürlich sein, dass die Akustik das auch noch ein bisschen verzerrt. Das Dirigent ist immer so eine Anblaszeit vorher sozusagen dran. Ja, wobei lustigerweise habe ich dann mit meine Kiddies probiert und die waren einfach 3000 Mal zu schnell und dann habe ich es gelassen. Du kommst mal bei mir vorbei, vielleicht passt bei mir die Bewegung dazu. Und noch einen habe ich, Posaune. Ich hätte für mein Leben gerne Posaune gespielt, irgendwie denke ich mir, weil ich habe keine Haare auf dem Kopf, da passt eine Posaune immer gut. Diese Assoziation ist so unglaublich gut. Es gibt nur Posaunisten mit Glatze und mich. Und immer Offbeat. Also du hast ja diesen Zug an der Posaune, womit du deine Tonhöhe bestimmst. Mhm. Ist das eigentlich ein
ein präzises Instrument oder ist das ein Zielkorridor? Beides. Also man hat prinzipiell 7 Grundzüge, Zugpositionen. Allerdings kann man auch gleichzeitig, man macht ja viel mit dem Mund auch und gleichzeitig sollte man natürlich auch ein gutes Gehör entwickeln, wann der Ton genau passt. Und von dem her, das ist eine Mischung aus beiden. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel mal bei die Lomsee, da haben wir viel schnelle Läufe und ich bin Autodidakt an der Posaune, ich habe es mir selbst beigebracht und gerade wenn es dann so die letzten Zugpositionen geht, wo einfach nichts mehr definiert ist, da muss man schon mal ein paar Mal das gut durchspielen, gescheit drauf hören und dann schauen, dass das nicht intonationsmäßig ganz schlecht ist. Also dass man nicht stimmt quasi, das kann passieren. Das klingt so, als sollte ich gar nicht erst anfangen, Posaune zu lernen. Nein, Mo, was kannst du mir erklären? Was kann ich von dir lernen? Was man von mir lernen kann. Also, ja, weil von Valentin kann ich nichts lernen, weil ich bin zu doof für die Dinge, die er mir... Also das wollen wir noch sehen. Ich spiele gern Schafkopf. Nein, Spaß. Also Schafkopf, das bayerische Kanaster. Bayerische Kanaster. Also ich spiele Gitarre oder genau, bei die Lormsee, da spiele ich Gitarrele. Das ist im Endeffekt wie Gitarre, nur in klein und ein bisschen höher gestimmt. Was du von mir lernen kannst, ich sag immer, wenn man ein Instrument lernen will und man hätte Bock auf Gitarre, dann sollte man sich eine Ukulele kaufen, weil es viel einfacher ist. Und dann, da stellt sich der Erfolg schneller ein, weil da muss man nur mit einem Finger was abdrucken und dann spielst du ein C-Dur oder ein A-Moll. Und das ist aber selbst Ukulele. Vielleicht ist es einfach eine Begabung, die ich nicht habe. Also ich komme selbst mit der Ukulele, ich scheitere an der... Man darf das eigentlich gar nicht. Ich schneide das raus. Ich scheitere an der Ukulele. Das ist wirklich schlimm. Ich habe meine Ukulele verschenkt. Ja, also schöner war ein Songtitel auch. Er hat seine Ukulele verschenkt. Oh ja, das ist echt von Andrea Berg. Ja, genau. Das könnte auch ein Dota Kehr-Song sein hier, die mit. Ich habe meine Ukulele, genau. Hatte die nicht? Ich habe die Katze verschenkt. Ja, genau hier. Warte mal, wie war das? Die Blumen und die Katze verschenkt. Lass uns aufbrechen. Genau, sowas. Mit so einem Rennrad. Dann sagte ich zu ihm, ja genau, super Song. Wo wir bei Songs sind, was für Songs habt ihr denn? Ich habe schon gesagt, eher poppig, eher schnell. Ja, also gibt's natürlich auch langsamere Nummern. Der Walle sagt immer gern, können wir den auch ein bisschen schneller spielen in der Probe, wenn die irgendeinen Song mitbringen. Das ist ganz gut, weil da ergänzen wir uns gut. Das sind Sachen, wo ich dann manchmal nicht so drauf achte. Und der Walle sagt dann schon, ja, weißt du, für live wäre das ganz gut, wenn wir da nur irgendwie eine flottere Nummer haben. Also, okay, hast recht. Hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Es kommt ganz drauf an, was mich gerade so beschäftigt. Also wir haben einen Song, der heißt Canapé, da geht's um Häppchen. Sofa. Mist. Fast. Das ist quasi eine Ode an mein Canapé von meiner alten WG. Dann gibt's Nix kann mir häuten zum Beispiel. Sind das Texte, die ich auch verstehen würde, wenn ich im Publikum stehe? Oder ist es so Mundart? Sprich mal oder meinetwegen sing auch mal an. Also das Ding ist, ich schreibe sehr viel Worte auf wenig Zeit. Wobei, bei Nichts kann mir heute geht's sogar. Ich möchte einen YouTube-Kommentar zitieren, weil der wunderschön ist. Der ist bei Mr. Taximan. Hat ein User kommentiert, ich verstehe kein Wort, aber es ist fett geil. So sinngemäß. Ich weiß nicht, was genau das die Worte. Die verstehen kein Wort, aber es ist fett geil. So was hat Marius Müller-Westernhagen mal auf einer LP produziert, über die Kommandoleitung von der Mischerin kam. Ich habe nicht ein Wort verstanden. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das war Sex, hieß der Titel. Ich habe nicht ein Wort verstanden. Aber ich sage mal, was ich finde schon, also das mit dem Lormseter Image, das haben wir auch ein bisschen in die Songs drin. Also es sind viele so gemütliche Songs und dann aber auch viele, die quasi so mit diesem Image brechen Richtung, genau nix kann mir heute, geht zum Beispiel auch echt Richtung, okay, jetzt ist unsere Zeit und so. Ich finde, da ist ein thematischer Zusammenhang. Uns ausbrechen wollen halt. Was aber auch cool ist, wenn man Mundart macht, dadurch, dass man einfach diesen Mundart-Label drauf hat, kann man sich musikalisch voll austoben. Das finde ich total geil, weil wenn du jetzt, also ich höre fürs Leben gern Heavy Metal. Wenn die Bands im Heavy Metal auch so ein bisschen aus ihrer Schiene ausbrechen, dann sind die Fans immer super enttäuscht. Und bei Mundart, da steht einfach Mundart oben drauf, da kann der eine einen Hip-Hop-Groove haben, da kann der nächste voll auf die Schnauze gehen. Ballade, dann mal wieder ein bisschen Reggae-Vibes, das ist einfach, steht Mundart drauf und die Leute finden es geil.
Was ist das? Warum ist das so? Moment. Du hast mir noch keinen Songtext vorgesungen. Ich hab mehr als ich hab. Und das langt meistens so aus. Na, das Du verstehe ich fragst jetzt jeden aber schon. Tag. Morgen nein oder naus. Das ist relativ wenig Worte. Was so bei Cannabis zum Beispiel. Können wir bitte das preußenfreundlich Label so Ich habe gerade gedacht, ja genau, diese auf die CD so. Sprache unten drauf. Parental Advisory. Preußenfreundlich. Deine Farben, dein Hinweis für den Federn, Vater. deine Nieten. Preisenfreundlich. Also, ich glaube, wenn man die Songs anhört, also so auf Spotify zum Beispiel, dann kann man das schon verstehen. Ich glaube, live ist es dann schon nochmal was anderes, weil natürlich mit 7 Leuten passiert natürlich viel auf der Bühne so. Und ihr könnt euch keinen guten Mixer leisten. Patrick, ich hoffe, du hörst nicht zu, du bist wunderbar. Patrick Oster ist unser Mischer und er ist einfach ein Gott vor dem Herrn. Ein Gott vor dem Herrn, was ein Ausspruch. Ja, genau, also... Jetzt hast du... Ja, genau. Aber man sagt mir oft, dass man mich gerade die Strophen nicht so gut versteht, weil ich, keine Ahnung, ich habe früher viel Hip-Hop gehört, vielleicht fließt es damit ein, I don't know. Der Mo hat auch mal einen Song geschrieben, der heißt Die alten Lieder, und da habe ich neulich beschlossen, dass ich sein Refrain doppel, und ich muss das echt in Gesangsunterricht mitnehmen, weil ich mir einfach so dermaßen verhaspelt habe die ganze Zeit. Also da ist so viel Text in so kurzer Zeit, dass ich das echt ganz in Ruhe durchgehen muss, mit wo ich atme und wie man es zusammen tut. Das war echt hart. So hat Falco an die Nummer 1 der US-amerikanischen Charts geschafft. Muss man auch erwähnen. Mundartcharts. Muss man auch erwähnen. Der einzige deutschsprachige Song, der jemals Nummer 1 in den USA war von Falco, und das war Mundart. Welcher war das, Kommissar? Nee, das war Rock Me Rock Me Amadeus. Amadeus, okay. Den er eigentlich nie aufnehmen wollte, so glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber... Stimmt, das war Mundart. Musikgeschichte mit Mo Ludl, Teil 1. Aber kippst du dann auch in den Rap, also kippst du in den Sprechgesang oder machst du den absichtlich auch? Manchmal schon. Okay. Also es kommt ganz drauf an, wie der Song natürlich irgendwie so arrangiert ist. Zum Beispiel, also Mr. Taximan, auf jeden Fall geht der in die Richtung. Bei Nix kann mir heute ist es eher nicht so. Bei Cannabis zum Beispiel auch, Schau mi oh ist auch auf jeden Fall, hat schon, geht stark in so einen Hip-Hop-Groove rein. Finde ich einfach geil. Was ich bei Mr. Taximan auch sehr beeindruckend fand, das ist ein Song, wo ich echt Mo immer noch fast 100% des Songwritings geben würde. Also den hat fast komplett der Mo geschrieben und der groovt einfach wie Hölle, und ich glaube, der hat es irgendwie so an so einem an so einem Billo-Programm hat er diese Bläser da zusammengefügt, und am Ende Ableton heißt's. Ja, aber nicht die Ableton-Version, wo man zahlt, sondern die Version, die man hinterhergeschmissen bekommt. Die beim USB-Interface dabei ist. Und ich hab das am Anfang so gehört und habe mir gedacht, wenn der Plan aufgeht, wird der richtig geil. Und ich glaube, so irgendwann ist uns aufgefallen, der Plan geht tatsächlich auf. Das war schon geil. Wie schreibt ihr denn die Songs? Also hatte ich gedacht, Mo würde alle Songs schreiben. Ich schreibe die Texte alle. Also was der Walle meint, ist das Arrangement von Taximan. Okay. Da hatte ich eine relativ konkrete Vorstellung. Wir haben einen Kumpel von uns, der Felix Bönig, der schaut oft, sehr häufig über unsere Bläserarrangements drüber, der hier auch im Studio ist. Dessen Stative wir auch gerade verwenden. Und dessen Technik wir uns anschauen. Felix, du bist großartig, und deine Technik auch. Ja, ich war auch sehr beeindruckt, als ich dann hier reinkam in diesen Raum, weil die Band gibt's seit 2022 und ich komme hier ins Studio, also die Absorber, die ihr hier stehen habt, die hätte ich gerne. Ja, also nichts von dem Zeug gehört uns. Ja, genau. Also das weiß der Besitzer, dass ihr es habt? Der Felix Bönig, du bist toll. Sein könnte, dass er auf Auslandsreise ist oder so. Ja, genau, und zu die Songs. Also ich schreibe die Texte und da hat man natürlich dann bis zum gewissen Grad mehr oder weniger auf Vorstellung, wie der Song dann irgendwie klingt. Und manchmal ist es so wie bei Taximan, dass ich dann irgendwie da mir schon viel vorher überlege. Und aber bei Nix kam mir heute so andersrum, da hatte ich halt irgendwie so eine grobe Idee, wie das, was man da nutzen kann irgendwie. Und der Walle hat halt aber eigentlich
von Anfang an gesagt, hey, ich weiß genau, wie wir den Song machen, und ich habe halt gesagt, ich habe gar keinen Plan, mach mal los. Na, das Lustige war, das hast du nicht gesagt. Das war so, der Mora hat mir so Ideen durchgeschickt und ich habe so gesagt, nix kam mir heute, das ist ein saugeiler Song. Und der Mora so, ja, finde ich gut, aber lass erst mal einen anderen machen. und so ging es dann die ganzen nächsten Wochen so, hey, wir könnten uns mal um nix kam mir heute kümmern. Ja, finde ich gut. Oder, und ich wusste genau, was ich aus nix kam mir heute machen will. Da war halt einfach ein Text von Mo gestanden und die Akkorde. Und dann habe ich noch eine Melodie dazu geschrieben. Ich wusste genau, dass ich den voll rocken lassen will. Genau, zum Beispiel bei Nix kam mir heute, das ist nur voll Mo seine Idee. Taximan, sorry, jetzt bin ich durcheinander. Ich finde das sehr faszinierend. Also ich habe noch nie Musik gemacht. Ich habe auch, also wie geht das eigentlich, einen Song zu machen? Also du läufst so, also du fährst mit dem Taxi nach Hause und denkst, hey, Mr. Taximan, da mache ich jetzt mal einen Song draus. Oder also fängt es immer mit dem Text an oder fängt es auch damit an, dass du eine Melodie im Kopf hast, Valentin, und sagst hier, ich habe hier und hast du nicht einen Text? Ich muss jetzt kurz überlegen, also, aber ich glaube, es fängt meistens tatsächlich damit an, dass ihr einen Text im Kopf habt. Also keine Ahnung, weiß nicht, ob man es merkt, aber mit Worten kann er. Ich laufe ständig durch die Wohnung und gebe irgendwelche wilden Sachen von mir. Und manchmal denke ich mir dann so, irgendwie Songidee, bla bla bla, und dann hat man natürlich irgendwie so eine Melodie im Kopf. Genau, dann schnappe ich mir meine Gitarre und schreibe das auf und dann schaue ich so, was dabei rauskommt. Manchmal geht das in einem Was machst du dann mit der Gitarre an dem Punkt? Ja, ich suche halt irgendwie Akkorde, die passen für meine Melodie, und dann versuche ich das, also dann singe ich das da und dann schaue ich halt, wie da textlich irgendwie weiterkommen, und manchmal hat man voll den Lauf, also ganz selten also ist zumindest bei mir so, dass man echt so einen Song in einem Rutsch durchschreibt. Ich sage immer, das ist wie wenn einem das Ohren durchfließt. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendjemand zuhört, der Walter Mörs kennt. Die Stadt der träumenden Bücher, da ist es so, die schreiben alle Bücher da. Das sind so die Rockstars in der Welt. Bla bla bla, sorry, ich habe wieder ausgeholt. Genau, und dann schaut man halt irgendwie einfach, wie es so passt, und manchmal hat man dann halt irgendwie so vielleicht so einen Chorus rumliegen. Chorus rumliegen? Ja, einfach, dass man halt mal was geschrieben hat. Und dann sie denkt, der Chorus ist irgendwie in sich geil, aber mir fällt jetzt gerade keine Strophe einfach. Ach so, also ein Refrain. Du hast irgendwie vier Refrainzeilen im Kopf und denkst dir, wow, geil. Ja, genau. Und legst die erstmal weg und machst es nicht so wie Say When I Do, klatschst sie einfach wild an die letzten 4 Refrainzeilen dran, die du schon mal im Kopf hattest. Also ich suche da schon manchmal, wenn da irgendwie was zusammenpasst, was ich schon mal aufgeschrieben habe, dann bastel ich das schon mal zusammen. Okay. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Manchmal klappt's und manchmal klappt's nicht, dann muss man halt wieder liegen lassen und warten, bis man irgendwie weiterschreibt oder bis man irgendwas anderes hat, das dazu passt. Das heißt, du schreibst jetzt nicht, also du schreibst keine Gedichte, die ihr dann hinterher vertont, sondern das ist ein anderer Prozess. Ja. Auf jeden Fall, also das habe ich noch nie gemacht so tatsächlich, aber wäre interessante Idee. So stell ich mir das als Laie vor. Da sitzt jemand, der denkt sich einen Text aus, das reimt sich gut oder wie auch immer. Und dann kommt jemand, der was von Musik versteht, manchmal ist es dieselbe Person, manchmal nicht, und macht da eine Musik drumrum und arrangiert das dann und sagt, okay, mehr Bläser, mehr Drums oder weiß der Geier was. Wir machen das genauso, wie du dir das vorstellst. Wir haben dabei auch immer einen Bademantel an, ein Tintenfässchen mit einer Feder drin. Genau, in der Ecke oben hängt ein Schirm, weil das Dach undicht ist. Und nebenzu läuft Vivaldi. Ich esse auch einen Apfel dabei. Wir nennen es immer den Songwriting-Apfel. Der darf nicht fehlen, weil ohne Apfel. Der Apfel der Kreativität. Ja. Was für eine Metapher, legt mir am Arsch, ey. Dann bei der GEMA meldet ihr dann Boskop. Als Mitte-Textdichterin an. Also 100%ig verstanden habe ich es immer noch nicht. Du läufst durch die Gegend, du läufst durch deinen Alltag, ja. Du siehst irgendwas und hast 2 Zeilen im Kopf, die aus irgendeinem Grund irgendeinen Reim ergeben, die irgendwas irgendwie geil sind. Ja, die schreibe ich dann auf, dann da habe ich immer eigentlich Melodie gleich dazu im Kopf. Okay. Und dann merke ich mir das und dann versuche ich da, also wenn das losgeht, dann versuche ich da sofort weiter zu dichten, einfach weil dann ist man schon irgendwie im Flow und dann macht einfach Sinn, weil man dann, ja genau. Und dann versuche ich das halt festzuhalten und soweit komme ich. Kann man das lernen? Bestimmt. Also die ersten Songs, die ich geschrieben habe, waren jetzt nicht so der Killer, würde ich sagen. Aber ist das erste Album von Grönemeyer? Nee, tatsächlich. Ich werde es mir mal anhören. Ja, mittlerweile bekommt man das wieder. Also als es noch kein Streaming und sowas gab und die digitale Kopie noch nicht so verbreitet war es sehr, sehr schwer, das erste Album von Grönemeyer überhaupt irgendwo zu kaufen. Ja. Abgefahren, muss ich mal rein. Ich glaube, der wollte das nicht, dass das unbedingt. Guten Morgen, Herr Bäcker, frische Brötchen.
Wobei, ich habe neulich auch meine erste Aufnahme gefunden. Ich glaube, das wird der Grönemeyer nicht unterbieten können. Ja, es ist wahrscheinlich, es ist bei allen so. Ja, man muss auch, das ist auch voll wichtig, dass man mal gescheitert ist. Also ich merke zum Beispiel, dass viel, was der Mo und ich allgemein, wenn es um die Band geht, machen, wir wissen, wie wir es auch nimmer machen wollen. Ja. Und das ist manchmal ganz wichtig irgendwie. Voll. Woran erkennt ihr denn, dass ein Song nix taugt? Also wenn irgendjemand sagt, hey, das ist komisch. Oder so. Also das haben wir von Anfang an gesagt, wenn irgendwann mal ein Song da auf dem Tisch liegt, wo sich irgendjemand denkt so, also aber wenn du dir die Entstehungsgeschichte von Relax, Frankie Goes to Hollywood anguckst, alle haben gesagt, das kannst du nicht bringen. Das geht nicht. Den Song kann man nicht bringen, weil das war das maximal produktionstechnisch Mögliche zu dieser Zeit. Und alle haben gesagt, nee, das kann man nicht veröffentlichen, das wird keiner hören, das will keiner haben. Und das Ding ist ikonisch geworden. Ja, schon, aber also da spreche ich jetzt tatsächlich hauptsächlich erstmal vom Text, okay. Wo man sich dann denkt so, Alter, der Text, also wenn sie irgendwann von uns denkt, Alter, der Text ist einfach scheiße, dann muss man das auch sagen. Also das ist mir jetzt tatsächlich auch noch nicht passiert, weil ich jetzt, so selbstbewusst bin ich jetzt schon auch zu sagen, ich glaube, ich schreibe gute Texte, also ich weiß, ich schreibe gute Texte, die sind eigentlich schon immer geil, was ich da so mitbringe. Ja, genau, aber wenn das mal nicht so der Fall ist, dann haben wir das schon gesagt, dann wird das einfach gesagt und dann machen wir den Song auch nicht. Ich glaube, ich würde es auch andersrum formulieren. Also man merkt nicht, wann ein Song nichts taugt, sondern man merkt im Gegenteil, wenn ein Song was taugt. Das ist so, man sitzt im Proberaum. Nee, meistens ist es so, man hat eine Idee und es klingt gleich so, okay, ich weiß, was ich mit der Idee machen will. Ja. Dann steht man im Proberaum und man hat das Gefühl, alle schauen sich an und denken sich gerade, oh, ist das cool. Zum Beispiel bei Nix kam ich heute, sind wir im Proberaum gestanden und ich wusste, der ist voll der Brecher und den behandeln wir jetzt erstmal mehr wie andere. Ja. Und die Songs, die man dann irgendwie noch keine Idee dazu hat, die liegen halt dann noch in der Schublade. Die bleiben dann übrig, im Zweifelsfall für immer. Das machen zum Beispiel Profibands auch. Also zum Beispiel Van Halen haben vor 10 Jahren ein Album rausgebracht, da war jede von den Aufnahmen schon seit 30 Jahren in der Schublade geflaggt und die haben dann so vielleicht waren sie auch ideenlos dabei, weiß man ja nicht, aber im Endeffekt muss man sagen, von dem ganzen letzten Van Halen Album gab es Aufnahmen, wo sie schon 30 Jahre früher eine Demo aufgenommen haben mit dem Song. Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, bringen, wenn du Van Halen bist, ne? Dann ist halt auch egal, ob die Songs was taugen oder nicht. Ja, aber vielleicht haben wir ja sogar unsere schlechtesten, unsere kleinsten Erfolge. Worst Hits, Volume 1. Nee, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir jetzt noch irgendwas in der Schublade rumliegen haben, wo wir erst in 5 Jahre perfekt wissen, was wir damit machen wollen. Klar. Voll. Gibt's eigentlich irgendwas, worüber ihr nicht singt? Rechtsrock. Ja. Politisch fragwürdige Sachen. Aber was ist denn politisch fragwürdig? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, einen Ministerpräsidenten dieses schönen Bundeslandes fragen würde, der würde, glaube ich, ganz andere Sachen politisch fragwürdig finden als ich zum Beispiel. Das ist natürlich richtig. Wobei ich würde mir jetzt so in dem Thema gar nicht so verstricken, weil mir ist zum Beispiel aufgefallen, die Loms hier, das sind, glaube ich, schon eine Band, die unterhaltsam ist. Okay. Wir trauen uns natürlich schon auch, mal tiefgründig zu sein, aber prinzipiell singen wir viel übers Leben und was einen beschäftigt. Es darf auch mal, wie wenn ihr Radl wäre, ein bisschen Augenzwinkern drin haben, aber ich glaube, grundsätzlich will ich einen lockeren Vibe haben. Ja. Das stimmt. Wir nehmen uns selber nicht super ernst. Ich hoffe, das ist wichtig. Einigermaßen in dem, was wir da so plappern, auch rauskommen, dass wir jetzt keine tiefgründigen Personen sind, die nie aus sich rauskommen und immer böse schauen. Nee, wir sind ja nicht in Hamburg. Du hast, Valentin, du hast eben gesagt, das ist Mundart, also machst Mundart drauf, findest die Leute geil. Woher kommt das? Warum, also... Das ist eine eigene Szene. Es ist eine Subkultur tatsächlich. Und das ist jetzt gar nicht, also das ist eigentlich auch super gemeint, weil im Endeffekt, egal was für eine Musik ich immer gehört habe, es war immer so eine Spartenmusik und Mundart ist eine sehr undefinierte Sparte einfach. Und es ist eine Subkultur und die Leute gehen genau auf die Veranstaltung. Es gibt eigene Festivals, wo die Szene sich trifft und das ist total cool. Es ist wirklich eine undefinierte Sparte, ne? Ja. Also wenn du jetzt irgendwie nach Norddeutschland guckst, da ist halt Mundartmusik ist immer irgendwie was mit Fisch und mit Meer und mit See. Und es ist immer so ein bisschen der Shanty und sowas Geschwungenes. Ja. Und wenn du aber
bayerische Mundart, das ist halt, ja. Das Lustige ist ja bei uns... Der oberflächliche Blick ist halt, ja, das ist halt Blasmusik. Ne? So. Ja. Aber funktioniert, ja, ist es Wenn halt man nicht. sich da dann irgendwie so Festivals anschaut, ich meine, wenn da dann, keine Ahnung, Headliner, Labras Banda, Django 3000, dicht und ergreifend und Volkshilfe oder so sind, das ist ja, oder Pam Pam Ida. So, Volkshilfe? Hab ich noch nie gehört. Das ist eine österreichische Band, die ist sehr geil, das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Das ist ja, wenn man das jetzt mal, abgesehen von der Mundart, die halt singen, betrachtet, sind es komplett unterschiedliche Musikrichtungen. Ja. So. Ja, und ich glaube, für uns war es trotzdem auch sehr, sehr wichtig, dass wir das Klischee dann auch nicht erfüllen, weil natürlich in dem Moment, in dem man Mundart macht, hat man natürlich, viele haben da gleich mal eine Lederhose im Kopf. Genau. Und ich glaube schon, als wir da Steinhagel voll auf Moos, nicht Steinhagel voll, doch, waren wir schon. Gut gelaunt auf der Terrasse gesessen sind, war ich schon recht flüglar, nee, wir gehen nicht mit Lederhosen auf die Bühne. Und was bei uns finde ich jetzt zumindest, ich weiß nicht, ob ich da von Mo sprich, was für mich cool ist, dass wir halt streckenweise ja Songs drin haben, wo einfach, die singen wir in Mundart, aber die sind fast Indie-Rock. Ja. Und das ist total okay für alle. Das ist vor allen Dingen für alle, die es nicht kennen und für alle, die mit Mundart halt irgendwie BR Heimat verbinden. Für die ist das halt in einer solchen, so starken Art und Weise irritierend, dass man sich erstmal mehr davon anhören möchte. Also für sie getestet. Das ist schon ein ganz, ganz interessanter Effekt. Ja, wie du sagst, es ist ein undefiniertes Genre eigentlich. Ja. Und also im Endeffekt ist es bei uns eigentlich hauptsächlich dadurch definiert, dass wir bayerisch singen und dass halt Bläser drin sind. Aber wir werden es jetzt nicht dran halten, dass es in ein Bierzelt passt. Wir spielen halt, was wir wollen und wo wir spielen, was wir wollen, wie wir wollen, warum wir wollen. NRK! Okay. Ja, das musst du jetzt bayerisch aussprechen. Das ist ja kein Anarchie. Anarchie. Anarcholent. Anarchie. Anarchie. Molude und Valentin Metzger. Ihr Lordslieder, vielen Dank. Sau gerne. Gerne. Dankeschön.